Davon können andere Kinder nur träumen. Ein Freibad direkt vor der Haustür. Die Einweginger haben sich diesen Traum erfüllt. Informatikstudent Leon Ellmann liebt, was eigentlich verboten ist. Ja, ich finde es besonders toll, dass man vom Beckenrand springen kann. Die 9-jährige Jessica hat hier schwimmen gelernt. Ja, also ich bin fast jeden Tag hier und es gefällt mir auch sehr gut. Dorothee Eigner war schon als Teenie hier. Jetzt bringt sie Sohn Vinzenz auf den Geschmack. Es ist für alle offen und doch intim gleichzeitig. Also das ist das Schönste daran. Die Bürger betreiben das Freibad in Eigenregie. Und Hermann Grassl kümmert sich tagtäglich um dieses Kleinod im Bayerischen Wald. Das ist jetzt das schönste, kleinste Freibad Bayerns. Obwohl es mit ihrer Größe 8 mal 16 Meter mit Sicherheit noch kleinere Freibäder gibt. Aber ich bin oft hier, auch wenn kein Badebetrieb ist, und sehe nach dem Rechten. Und zum anderen werde ich immer wieder Gäste ansprechen. Können die Kinder schwimmen? Sind sie entsprechend ausgerüstet, wenn sie ins Wasser gehen? Und ich passe also da schon auf, obwohl ich eigentlich kein Bademeister bin. Ende April. Einweging ist ein Weiler mit etwa 40 Einwohnern. Das Freibad liegt eigentlich noch im Winterschlaf. Höchste Zeit, es langsam sommertauglich zu machen. Dafür opfern die Mitglieder eines eigens gegründeten Fördervereins gerne ihre Freizeit. Hermann Grassl stellt neue Sitzbänke auf. Sie hat der Verein aus Eigenmitteln finanziert. Ein wenig tüfteln muss der Maschinenbaumeister in Ruhestand schon. Also gar nicht so einfach, ja? Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist es einfach, ja. Ja, die zweite geht mit Sicherheit schneller. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die zusammenzubauen. Alle nicht so viel, es sind nur 6 Schrauben. Aber trotzdem. Ist so. Während Sohn Vinzenz schläft, reinigt Dorothee Eigner das Kneippbecken. Für die Psychologin Ehrensache. Weil das Vereinsleben wichtig ist, glaube ich mal, für die Zeit, wo wir jetzt sind. Und ja, die Gemeinschaft gefördert wird eigentlich. In der Zeit, wo Vereinsamung herrscht und so, ist das eigentlich was Ideelles, warum ich da bin. Hunderte von Stunden ehrenamtlicher Arbeit stecken Jahr für Jahr in dem Bad. Moritz Girdl hat Staatswissenschaften in Passau studiert. Seine Heimatgemeinde und auch das Schwimmbad liegen ihm nach wie vor am Herzen. Weil das Freibad ein öffentlicher Ort ist und wenn man sich da nicht dafür engagiert, dann kann es sein, dass das geschlossen wird. Und ich finde, dass das auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Also das Freibad, das ist kostenlos, das ist nur auf Spendenbasis. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich engagiert dafür, dass man so einen sozialen Treffpunkt einfach erhalten kann. Alt und Jung packen gemeinsam an. Die Ehrenamtlichen tragen dafür Sorge, dass alles sicher ist. So tauschen sie noch schnell eine kaputte Zaunlatte aus. Dieser kranke Baum wäre eine Gefahr für die Badegäste. Das Bad ist immer auch eine Dauerbaustelle. Seit seinem Beginn 2009. Es war früher ein Löschweiher, der hier gebaut wurde für die angrenzende Bewohnung. Dann hat sich eine Mannschaft von Leuten zusammengetan und die haben hier Großes geleistet. Die haben dann das Bad unter der Regie von Fachleuten umgebaut. Und das Bad wurde dann in einen Zustand versetzt mit Wasseraufbereitungsanlage, mit Umwälzanlage, Filteranlage. Und somit ist dieses Bad eigentlich so entstanden. Die Materialkosten hat damals die Gemeinde Kollenburg übernommen. Zu ihr gehört Einweging. Sie lässt sich den Sommerspaß 8.000 € im Jahr kosten. Als in der Vergangenheit die Kassen leer waren, stand auch das Bad auf dem Prüfstand. Der Förderverein hat sich durchgesetzt. Die vielen Arbeitsstunden, ist das nicht vielleicht manchmal auch eine Last? Ich möchte nicht unbedingt sagen Last, aber es ist noch schon eine gewisse Arbeit. Aber wenn man dann sieht, wenn die Gäste kommen und mit Freude dabei sind, und dann ist man wieder zufrieden und macht dann doch das gerne. Jetzt endlich ist es soweit. Die Einweginger dürfen ihr Bad genießen. Und auch Feriengäste aus den nahen Hotels kommen gerne hierher. Die Saisoneröffnung hängt immer von der Wetterlage ab.
Das Wasser soll 20 Grad warm sein und nur die Sonne beheizt das Becken. Über die Qualität des Wassers wacht Hermann Grassl. Der hat sich dafür eigens fortgebildet. 3-mal täglich kontrolliert er pH- und Chlorwert. Eigentlich ist es eine kleine Anlage, die identisch ist mit großen Bädern. Wir erfüllen hier alle Voraussetzungen. Das Gesundheitsamt ist hier dahinter, dass auch die Wasserqualität stimmt. Die kann man auch entnehmen Wasserproben. Und bis jetzt haben wir da noch keine Beschwerden oder keine Probleme gehabt. Im Einweginger Wellnessgarten wird auch schon mal Kindergeburtstag gefeiert. Gerade die kleinen Wasserratten schätzen das schlichte, aber auch sehr unkomplizierte Bad. Sie müssen beim Rutschen nicht lange anstehen. Das Becken ist selten überfüllt. Es ist fast wie ein privater Pool, nicht nur für Stammgast Moritz Gierl. Es ist immer offen, also man kann dann auch mal, wenn man wirklich eine schöne, laue Sommernacht hat, dann kann man mal gerne um 22 Uhr oder so noch reinkommen und mal reinspringen. Oder halt dann auch morgens vielleicht noch gleich nach dem Aufstehen. Das ist schon wirklich cool. Ich wünsche mir, dass das Bad noch lange erhalten bleibt. Wenn ich das mal nicht mehr mache, hoffe ich, dass es auch noch jemanden gibt, der das weiter so macht und das Ganze weiter am Leben erhält. Bürger aus anderen Gemeinden fragen mittlerweile bei Hermann Grassl nach, wie sie die Schließung ihres eigenen Bades vielleicht doch noch verhindern können. So ist Einweging Vorbild für andere geworden. Super.